Erstens hat es lang gedauert, 3 Jahre hat es gedauert, bis wir ein neues Album haben. Kommt nicht so oft quasi. Wenn man da mal 15 Euro ausgibt für in einem Monat oder so. Weil es wahrscheinlich musikalisch tatsächlich, es ist zwar Rap, aber es ist wirklich musikalisch sehr abwechslungsreich und deswegen ist da glaube ich wirklich so vom Querschnitt her, so blöd es ist, für jeden was dabei. Mäßig. Sage ich mal, ist musikalisch sehr ausgewogen, es ist sogar Gitarre mit dabei für jemanden, der jetzt Metal-Fan ist zum Beispiel. Es ist einfach Musik, die man sich anhören kann und es gibt eigentlich viel von diesen Fans, die eigentlich keinen Rap hören und so. Viele Metaler und so auch. Gibt es die Dampf der Giganten zumindest gehört haben. Der für die scheint mir auf jeden Fall auch gefallen. Das ist mit allem, was man macht. Wenn man es macht, wird man besser in der Regel. Und so ist es musikalisch. Auf einer anderen Stufe sind die Texte weiterentwickelt, bestimmt. Und man merkt erst selber, dass die Raps einfach auch mehr Spaß machen. Ja, also es gibt auf jeden Fall mehr Vielfalt und verliert aber nicht irgendwie an dieser. Man verliert nicht an Leichtigkeit, so wie das erste Album auch dahergekommen ist. Na, wir hören das nicht auf Schallplatten, weil Schallplatten sind nicht so gut anhört wie eine CD. Aber sie hört sich anders so. Sie kann irgendwie wärmer sein, sie ist einfach für Nostalgiker auf jeden Fall das richtige Tool. Ja. Ja, und es ist einfach, es gibt halt welche, die haben keinen CD-Player, also ich habe auch keinen CD-Player. Ich hab Musik quasi also über Streaming im Endeffekt. Oder Schallplatten. Und es ist nicht aus einem Hipstergrund oder so. Aber es ist eigentlich ganz normal, wenn man sich irgendwie. Es ist nicht ganz normal, aber meistens gibt es Vinyl, CD und Download. Und es gibt welche, die kaufen gerne CD, es gibt welche, die kaufen Vinyl. Das ist einfach das Angebot, das muss am Start sein eigentlich. So. Und hat es halt beim Dampf der Giganten auch schon gegeben. Ich glaube, es ist besser. Ja. Weil erstens mal, wenn einer nur ein Little kaufen möchte, dann kann er das kaufen und das kann er andernfalls gar nicht machen. Es bleibt beim Streaming bleibt bei uns nichts hängen, aber um das geht es auch gar nicht so wirklich. Es werden trotzdem CDs und Vinyl verkauft. Aber wenn man jetzt vom Geld reinspricht, dann das Geld macht man dann, wenn man spielt eigentlich. Und da muss man viel spielen, wenn man ein bisschen Geld verdienen möchte. Die CDs und Vinyl, das Album ist ja quasi nur so ein Mittel zum Live-Spielen sozusagen. Du kriegst ja für Downloads Geld. Also für Streaming kriegst du jetzt eigentlich kaum mehr Geld. Ja. Außer du hast richtig viel Klicks, aber für Download bleibt ja auch was hängen. Und für den Download musst du nicht einmal quasi die Herstellung von der CD zahlen. Also das ist zu 90% alles selber. Also eh klar die Musik zu 100, aber dann die Aufmachung, die Idee dazu, das haben wir schon alles selber entwickelt. Das finale Booklet und Aufmachung und Druck fertig machen, das geben wir ab, weil das können dann wieder Leute, die es wirklich kennen. Aber da habe jetzt ich persönlich nicht so das Interesse, dass ich mit einem Presswerk oder so irgendwie Zahlen hin und her schubse und das auf Millimeter da irgendwie, das ist nicht mein Anspruch. Von daher ist alles handgemacht. Und Mischen ist quasi gemischt ist von jemand externen, der aber auch quasi ein Kumpel von uns ist, und das Mastering ist auch von jemand anderem gemacht. Also bei Mischen ist vor allem im letzten Prozess ist man komplett dabei, aber man schickt ja über das Jahr schon die Sachen, die früher fertig sind, spruchreif sind, die schickt man schon mal vor, damit man schon mal so eine gewisse Richtung kriegt. Aber dann gibt es 2, 3 Wochen am Stück, wo man miteinander mischt und das zum Mastern vorbereitet. Generell da ich mich schon ins Mischen noch gerne mehr reinfuchsen, aber dann eigentlich nicht bei der eigenen Musik. Ja, das ist dann ganz gut, wenn man das ab einem gewissen Zeitpunkt mal abgeben kann. Erstmal muss man sich auf einen Song einigen, den man machen will. Und
dann einigt man sich gemeinsam auf Ideen und gerade beim Schaufelbugi kommen halt viel Leute dazu, weil das war schon ein bisschen größer, da hat es so eigene Kostümabteilungen gegeben, die sich dann was überlegt hat und genau, das war schon so ein riesen Kollektiv, das das möglich gemacht hat. Wir haben uns halt, sagen wir mal, ein Kostümkonzept überlegt, gemeinsam mit der Moni, die dann die Kostüme gemacht hat. Und sie hat dann halt mit unseren Gedanken sozusagen allein damit angefangen, die tatsächlichen Kostüme zu entwerfen. Genau. Also so ein Grundkonzept, okay, es gibt 2 Ebenen, es gibt die Ebene und die Ebene, und da mehr halt man mit Beispielen und so in so eine Richtung irgendwie gehen und so Geschichten, und dann aus Input von mehreren Leuten, also uns und mehrere Leute, hat sie das dann zum Beispiel umgesetzt und präsentiert im Endeffekt, kann man so sagen. Ja. Das ist auch nicht, dass bei den Leuten super aufgenommen wird, die das halt dann verstehen. Aber natürlich, wenn man jetzt über den Tellerrand raus Dinger da und größer Dinger da, klar, wohnt man in Deutschland und man kann viel mehr Leute erreichen. Aber es ist, so wie es immer schon war, es ist immer gekommen, wie es kommt, und wir haben da noch sehr viel zu erzählen im Bayerischen. Und das kann aber irgendwann mal sein, dass man einfach mal Bock haben, wenn die richtige Idee da ist, dass man einfach mal auch einen Track auf Hochdeutsch macht. Das ist ja nicht was Neues, was wir noch nie gemacht hätten. Also da kommen wir ja her. Und wenn mal eine Idee da ist, dann werden wir uns da auch nicht kategorisch versperren und sagen, das darf man nicht machen, weil letztendlich, wenn man machen, das, was wir machen wollen, und wenn die Idee passt, dann kann es auch mal einen hochdeutschen Song geben. Macht sie keinen Urlaub? Haben wir im Januar gemacht. Was gibt es dann auf der Tour alles zum Singen? Was erwartet die Leute? Das Geht ja jetzt dann in München das los? klügeln wir jetzt gerade aus, was da alles zum Singen gibt. Aber es gibt natürlich das neue Album zum Hören. Es gibt nicht nur das neue, es gibt auch zum Teil das alte Album zum Hören. Es gibt ein gutes Paket draus. Wir schauen, dass wir irgendwie ein bisschen lichtmäßig und einfach so ein Gefüge her, glaube ich, wenn wir noch ein bisschen mehr zu einer Einheit, oder ist der Plan zumindest, dass man heute zum Beispiel, also auch schon ein Punkt, wir waren eigentlich viel unterwegs letztes Jahr, wo lichtmäßig wir einfach zu Gigs gekommen haben, wo irgendjemand, also der Lichtmensch von dem Laden zum Beispiel, der die Mucke noch nie gehört hat, das Licht gemacht hat. Und eigentlich, wenn man eine Show abliefert, war es cool, wenn das Licht halt schon durchgestylt ist, also zum Beispiel. Genau, das ist auch wieder was du vorher gesagt hast, auch wieder so eine Entwicklung. Am Anfang, wo wir unterwegs waren, haben uns halt immer die Location-Mischer gemischt und haben halt auch unseren Sound nicht kennt. Und das war dann ab 2016 auch fix der Philipp, der das gemacht hat. Und so ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt haben wir Bock auf Licht auch noch, und genau. Kann sein, das weiß man nicht. Jetzt ist erstmal die Scheiben drauf. Das ist einiges übrig geblieben, was auf das Album nicht drauf geschafft hat, wo gute Chancen hat, dass es vielleicht auf ein drittes Album draufkommt. Das hat verschiedene Faktoren. Also zum einen, der Song ist nicht fertig geworden oder so, und dann hat man gesagt, okay, die Idee ist geil, das steht schon was, das machen wir halt dann. Wenn wir Zeit haben wieder dafür. Und manche Ideen brauchen halt ihren Durchbruch. ja. So, weil das ist ja immer, die Idee ist schon geil und so, aber das zündende Ding haben wir noch nicht gefunden, und da sind schon ein paar Sachen in der Pipeline, da wo wir hoffen, dass da dann irgendwie, wenn man wieder die Zeit hat und sich ein bisschen wieder zurücklegen kann, dass dann da für die eine oder andere Idee ein Raum entsteht, wo man das dann macht. Die Ideenliste und die Beatliste ist lang. Ja, cool. Von meiner Seite aus war es das. Danke. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Dankeschön. Mit all euren Vorhaben. Oh, jetzt habe ich nicht drauf. Weil du, glaube ich, kriegst aus dem Kopf Hanoi.